Guten Morgen miteinander. Schön sind ihr alle da. Schön macht Jesus und Gott keine Sommerferien, er ist auch da. Herzlich willkommen, Harry. Cool, dass du heute predigt hast bei uns. Herzlich willkommen auch alle von der Krishona, die bei uns sind. Schön sind ihr da. Und herzlich willkommen auch im Livestream. Also wenn ihr in der Ferien sind, keine Angst, Gott ist auch mit euch. In die Ferien kommt er mit uns, genau. Kurz zum Ablauf, wie wir es machen. Wir haben am Anfang noch 2 Lieder, die wir singen. Danke vielmals. Die einen vom Worship-Team sind gerade in der Nacht von heute heimgekommen von der Ferien. Schön, sind ihr schon wieder da auf der Bühne. Sehr cool, dass das klappt. Ich mache nachher gerade noch schnell ein Foto. Das hat mit Corona zu tun. Das wird nachher wieder gelöscht. Einfach, dass wir im Nachhinein feststellen können, wer wo gehockt ist. Das Schutzkonzept liegt dort hinten auf. Und ist auch im Eingangsbereich hängt es auch auf. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr auf mich oder auf andere vom Team zukommen. Genau. Wir werden auch wegen dem zwischen den Fenstern offen haben wie jetzt, auch dass wir genug lüftet, dass wir dort bessere Luft haben. Genau. Für Mütter mit kleinen Kindern hätten wir die Möglichkeit, dass man hinein kann. Im Pastorenbüro hat es ein Sofa und Lautsprecher. Dort wird alles übertragen. Und ihr seht ja durch das Fenster, sieht man dort, das wäre eine Möglichkeit. Aber ich sehe, glaube ich, keine Mütter mit kleinen Kindern da. Brauchen wir wahrscheinlich nicht. So, also, dann ganz einen guten Gottesdienst und danke vielmals euch. Jetzt schon. Herzlich willkommen, alle, die ich nicht begrüßen konnte. Das ist der grösste Teil von euch. Vielleicht bevor wir uns zu der Einleitung zuwenden, der Song, den wir gerade gesungen haben, finde ich obercool. Du bist der Fels, auf dem wir stehen. Was für eine bessere Aussage in einer Zeit, die so ungewiss ist, wie wir jetzt drin sind. Stärke, Hoffnung, Zuversicht, das sind alles Kriterien, wo wir uns daran festheben und die uns in die Woche nie begleiten. Und so wäre das auch unsere Hoffnung für den Gottesdienst. Heute Morgen, dass das dürfte für dich eine Ermutigung, eine Stärke sein für den Alltag. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, wenn wir in einem Gottesdienst sitzen und es ist alles mehr oder weniger Theorie. Und wenn ich mich dann fragen muss, was mache ich mit dem an einem Montagmorgen, wenn ich an die Bütze muss? Wenn ein Gottesdienst keinen Griff hat und ich mich heben daran, finde ich es immer schade. Und so ist meine Hoffnung heute Morgen, dass der Gottesdienst Griff hat für dich, wenn wir 2, 3 Leute haben, die das wieder verteilen, das wäre doch flott. Ne? Vielleicht 2, 3 helfen können, das wäre doch toll. Ja, ich werde euch zuerst ein Kompliment machen. Weißt du was, das Ding ist ein bisschen hoch. Kann man den abdrücken? Geht das? Kann man einfach drücken? Weiss das jemand? Kann man den verstellen? Nicht? Nein, ist fix. Okay. Ich bin ein bisschen zu kurz. Sehr gut. Als wir uns das letzte Mal gesehen haben, war ja vor der Pandemie. Haben wir so eine kleine Serie angefangen. Der Titel der Predigt damals, «Der Sinnsucher» aus dem Buch Prediger, der erste Teil. Und niemand von uns hat realisiert, dass sehr schnell, nur einen kurzen Monat nachher, es nicht mehr möglich war. Das hat es in der Kirchengeschichte nicht manchmal gegeben, die letzten 200 Jahre auf jeden Fall nicht, dass Gemeinden, Christen sich nicht mehr treffen konnten. Selbst während der Pestjahre war das nicht der Fall. Christen haben sich dann immer noch treffen. Und wenn man sich vorstellt, was das für Folgen hat, und die werden längerfristig sein, wir müssen uns auf das einrichten, es wird auch für uns als Christen, als Gemeinde vieles nicht mehr zurückgehen zum alten Format. Vielleicht ist das gar nicht unbedingt schlecht. Die Gemeinden haben ganz unterschiedliche Wege gefunden. Das ist ein katholischer Pfarrer, der auf seine Art und Weise versucht hat, die Gemeinde zusammenzuhalten. Das ist eine grosse Herausforderung. Und was auf Kirchengemeinden zugekommen ist und noch zukommen wird, ist die Herausforderung, dass der Zusammenhang und Gemeinschaft und Verbundenheit wir können vertiefen einerseits
Und das gleichzeitig als, also ich sehe das auch ein bisschen als eine Gelegenheit. Ich komme ja von der FG Soizach. FG Soizach, hat mir gerade vorher jemand gesagt, in Embrach sind relativ wenig Senioren und ein stärkeres jüngeres Segment. Soizach ist genau umgekehrt. Wir sind ein überwiegendes Seniorensegment. Ja, da muss man sich sehr wohl überlegen, was machen wir, dass Menschen, wenn die Senioren wegsterben, in der Gemeinde sind, die die nächste Generation ausmachen. Also ich sehe die Situation und die ganzen Veränderungen, die Pandemie gebracht hat, auch als eine Chance, zum Sachen ausprobieren und das Gottesdienstformat vielleicht auch anzupassen. Gerade jetzt in einer traditionellen Gemeinde, wie wir sind in Soizach, auf jeden Fall eine tolle Gelegenheit. Und ich will nur ganz kurz zurückblenden. Es erinnert mich, wie es war. Ich meine, eine Bühne zu haben, wo du 20 Meter hin und her laufen kannst, das ist für euch vermutlich jetzt bereits schon gewohnt worden. Aber wenn ich zurückdenke, wie es war, ich will die Gelegenheit benutzen. Entschuldigung, ist jemand von der Gemeindeleitung da heute Morgen? Dann bitte einen lieben Gruß ausrichten. Ich glaube, es war eine grosse Herausforderung für die Gemeindeleitung, dass ihr heute da sind, dass der ganze Umbau, dass das ganze Anzügeln so gut über die Bühne gegangen ist. Als ich da gefahren bin, ist mir aus dem Kopf durchgegangen. Ihr habt zwei Sachen, die neu sind. Ihr habt ein neues Haus und ihr habt einen neuen Herd. Und ich weiss noch, als wir das letzte Mal über das geredet haben, ist es noch nicht sicher gewesen, wer zu neu kommt. Und dass jetzt beides vorhanden ist und dass es nicht nur ein tolles neues Haus ist, aber dass sie einen tollen neuen Hirt haben, ist im Fall nicht selbstverständlich. Und die haben einen guten Grund, eine Party zu feiern. Ich nehme an, die Gemeindeleitung hat das gemacht, wir machen das gerne. Wir tun gerne anstoßen bei jeder Gelegenheit, die sich bietet. Das ist immer ein guter Grund, um zu sagen, wir müssen wieder mal feiern. Ihr dürft noch feiern und ich glaube, das ist nicht mehr als angebracht. Und das bringt uns zum Thema vom heutigen Morgen. Es wäre die Fortsetzung aus dem Buch Prediger, auch im Engelbibel Kohelet genannt. Wir haben das erste Kapitel angeschaut und es spielt keine Rolle, wenn du alles vergessen hast. Es geht mir selber so. Das ist noch frustrierend für einen Pfarrer. Wenn ein Prediger etwas vorbereitet und dann wird er unter der Woche gefragt, über was haben Sie eigentlich geredet am letzten Sonntag? Das passiert selten genug. Aber wenn jemand schon gefragt hat, ich muss Ihnen sagen, 90% habe ich selber vergessen. Darum hat man Unterlagen. Und darum fühl dich überhaupt nicht mies, wenn du keine Ahnung mehr hast, was war. Wenn du vom heutigen Morgen ein zentrales Statement bleibt, dann sind wir schon mal sehr happy. Der Typ hat Agnelli geheissen. Er war der Chef von der Fiat. Ich denke, die meisten von uns sind mit dem Namen vertraut. Weil der Sohn vom Firmengründer, das ist ja ein ganzer Clan gewesen. Weil der Sohn von dem Firmengründer, Giovanni Agnelli, 1935 bei einem Flugunfall ums Leben gekommen ist in dieser Familiendynastie. Die Story dient als Sprungbrett ins zweite Kapitel, das wir anschauen heute Morgen. Der ist eine Generation übersprungen worden in der Agnelli-Familie. Und ein Enkel vom alten Boss, der hat Gianni geheissen, der ist zum künftigen Erbe bestimmt worden von dem riesigen Konzern. Und zu ihm hat man gesagt, bevor er seine Funktion übernommen hat, wenn du 40 Jahre alt bist, wird sich dein Leben ändern. Geh jetzt und amüsier dich. Geniess das Leben, weil wenn du 40 bist, sagt der Großvater zu ihm, gehörst du der Firma. Und der Gianni heisst in dem Artikel, der hat sich austobt. Er hat eine 28-Zimmer-Villa in Saint-Tropez bekommen, ein Flugzeug und umgerechnet 3 Millionen Euro Taschengeld pro Jahr. Mit dem kann man gut kutschieren. Er hat sich die besten Freunde gemacht, die Côte d'Azur bieten konnte. Er hat die begehrenswertesten Frauen erobert, wie im Zeitraffer. Und er hat die Grossen der Welt getroffen. Er hat das süsse Leben ausgekostet. Und ich mache Feststellung, dass lang vor dem Italiener, wo das
die Möglichkeit hat, ein Hebräer genau das Gleiche gemacht hat. Der hat den Duft von der grossen, weiten Welt auskosten nach Strich und Faden. Lang vor dem Fiat-Boss hat ein König Frauen gesammelt wie Trophäen. Steht in der Bibel. Salomo hat uns ein Tagebuch hinterlassen. Und ich staune manchmal so, wir tun gern, das ist der alte Gianni, der alte Boss. Und der Salomo hat seine Erfahrungen, die er gemacht hat, in einem Tagebuch niedergeschrieben. Und das findest du in der Mitte der Bibel, das ist das Buch Kohelet oder Prediger. Ich finde es ein hochspannendes Buch. Ich finde es eine fabelhafte Aufzeichnung von einem Mann, der das Leben durchgedacht hat. Der Text, das realisieren viele Leute nicht, rettet unser Leben nie. 100% praktisch. Und es ist meine Zuversicht heute Morgen, dass das vielleicht am einen oder anderen Ort für dich heute Morgen einen Ad-hoc-Punkt gibt. Jetzt, in dem zweiten Kapitel geht der Salomo nicht mehr auf die intellektuelle Schiene, das hat er gemacht im ersten Kapitel. Er geht auf die hedonistische Schiene. Oder sagen wir, Hedonismus ist gleich wie Materialismus. Er schaut die Welt an durch die Brille der Dinge, die er sich leisten kann. Es ist eine andere Perspektive, aber sie ist nicht negativ. Er experimentiert weiter. Er war ja ein Philosoph. Er hat konstant sich Gedanken gemacht über das Ultimative. Er ist auf der Fahndung nach dem, was letztlich Sinn macht. Die Frage, die stellen wir uns ja auch, oder? Die hast du dir auch schon gestellt. Wieso stehe ich eigentlich auf am Montagmorgen? Ziehe die Kinder an, mache es morgen, schicke sie zur Schule, koche es Mittag, dann kommen sie heim und am Abend koche ich nochmal, am Abend gehe ich ins Bett und am nächsten Tag die gleiche Mühle. Und er, der arbeitet, auswärts, genau das Gleiche. Es wiederholt sich alles in einem Rhythmus, der zur Routine wird. Und irgendwann, wenn du ein bisschen älter wirst, fragst du dich, wie lange wollte ich das so machen? Was ist mein Sinn hinter dem Ganzen? Bütze ich nur, dass ich gebützt habe? Koche ich nur, dass Müller gestopft sind? Oder gibt es einen Grund, einen tieferen, hinter all dem? Und zuerst, was ich feststelle in dem zweiten Kapitel, das sind eigentlich nur 2-3 Punkte, die wir heute Morgen anschauen. Das erste, was der Salomo sagt, es ist im Fall keine Sünde, sich gut zu gönnen. Ich finde, das ist schon mal sympathisch, dass er das sagt. Und vielleicht lesen wir miteinander den Text. Ich finde es wichtig, dass man nicht nur hört, sondern auch sieht. Er sagt, er führt ein Selbstgespräch. Die meisten von uns führen Selbstgespräche. Und das ist der Inhalt von einem von seinen Selbstgesprächen. Versuch fröhlich zu sein und das Leben auszukosten, sagt er. Als ich mir das überlegt habe, ist mir aufgefallen, dass auch diese Ecke letztlich der Sinnfrage unterliegt. Mein Lachen ist mir irgendwann komisch vorgekommen. Das Vergnügen, das ich ausgekostet habe, was führt das an? Ich habe mir vorgenommen, mich zwischen die mal ein bisschen mit Wein zu belämmern, zu leben wie diejenigen, die keinen Lebenssinn haben, sagt er. Und bei all dem habe ich aber schon das Gefühl gehabt, ich will weise vorgehen in meiner Lebensperspektive. Ich wollte herausfinden. Ich war auf der Suche nach dem, was gut ist für den Menschen. Das Leben ist dermaßen kurz. Was mache ich, dass ich am Ende sagen kann, ich habe gelebt? Das ist so in etwa die Einleitung zu dem Buch. Der Salomo, der Sinnsucher, will es wissen. Und er kommt als erste Perspektive, kommt er so ein bisschen dazu, das Leben ist wie eine Party. Oder man kann das Leben wie eine Party sehen. Gib Gas, so ein bisschen das Motto. Gib Gas und hab Spass. Das ist eine Perspektive. Jetzt als sagenhaft reicher König von Israel hat er ja Macht gehabt. Er hat auch Mittel gehabt, das umzusetzen.
Er hat sich leisten, was sein Herz begehrt. Du musst wissen, an einem einzigen Tag ist an seinem Hof sind 12 Tonnen Mehl verbacken worden. An einem einzigen Tag sind 30 Rinder geschlachtet worden, um die ganzen Festivitäten und die ganzen Leute, die er gefüttert hat, Stangen zu behalten. An einem einzigen Tag 100 Schafe, die gebraucht worden sind an seinem Hof. Also der hat einen gigantischen Betrieb unterhalten und hat das Leben können geniessen aus vollen Perspektiven heraus. Die haben bestes Entertainment gehabt. Sie haben die teuersten Wein getrunken. Die haben sich an die feinsten Buffet verköstigt, Tag für Tag. Das war König Salomo. Darum ist die Queen von Saba nach Jerusalem gereist und hat das gesehen. Die hat gehört, was das für eine unglaubliche Story ist. Und ohne dass er vom Resultat von seinem Experiment jetzt berichtet, geht er nahtlos über zu seinem nächsten Projekt. Du musst schauen, was noch weiter dazu kommt. Das war lange nicht alles, was er an seinem Hof offeriert hat und was da abgegangen ist. Wir lesen als nächstes. Entschuldigung. Ich habe grosse Projekte mir vorgenommen. Nicht nur fein essen, aber auch noch toll bauen. Häuser, Weinberge habe ich gepflanzt, riesige Gärten, gigantische Parks. Ich habe Fruchtbäume von jeder Art importiert. Ich habe mir sogar Bewässerungsanlagen gebaut. Nahosten, heiß, hat Wasser gebraucht. Er hat ganze Wälder gepflanzt, um diese Bäume zu bewässern. Er hat Knechte gehabt, er hat Mägde gehabt. Die haben schon jahrelang mit ihm zusammengeschafft. Also der hat eine ganz, wir würden sagen, eine Utopie auf Erde für eine kurze Zeit können realisieren. Es geht weiter in dem gleichen Zug. Er sagt, ich habe Rinderherde und Schafherde gehabt, grösser als irgendjemand vor mir. Schatzkammern. Er hat Gold und Silber von weit her importiert, aus anderen Königreichen. Darum hat die Queen von Saba, die hat von seinem sagenhaften Reichtum gehört, die hat das gesehen. Sänger und Sängerinnen sind an seinem Hof gewesen. Dann kommt ein Satz, der die Herzen der Männer höher schlägt. Ich hatte alle Frauen gehabt, die sich einen Mann noch wünschen konnten. Das mit diesen Frauen ein riesiger Berg von Problemen verbunden waren, das hat er erst später realisiert. Hat jemand gesagt, als wir über das geredet haben, gesagt, weißt, ich habe eine, das lange mir. Ich kann mir nicht vorstellen, was ich mit 3 machen würde, geschwiegen dann mit 800. Ich glaube, wir können einfach davon ausgehen, das war ein Mann, der Mittel und Macht und Möglichkeiten hatte, Träume zu realisieren, die praktisch nicht so schnell jemand anderes hätte können. Er hat 13 Jahre alleine an seinem eigenen Palast gebaut. Er hat für seine ägyptische Frau, die erste, die er hatte, hat er weitere Jahre gebaut, um das zu ermöglichen, die Träume. Und zu seinem, muss das auch noch wissen, zu seinem ganzen Bauprojekt, das er für sich selber realisiert hat, hat er Städte gebaut. Andere Städte, Hazor, eine wichtige Ausgrabungsstätte in Israel, Megiddo, ganz eine wichtige Ausgrabungsstätte, gebaut worden vom König Salomo. Gezer, Bet Horon, Balat, Tamar sind Städte, wo man weiss, dokumentiert aufgrund von archäologischen Aussagen, die sind gebaut worden vom König Salomo. Seine Prunkpaläste sind legendär gewesen. Er hat, wir haben es gelesen im Text, ganze Teichanlagen, die sieht man heute noch. Die haben übrigens zum Teil immer noch Wasser drin. Ganze Teichanlagen hat er gebaut, um seine Fruchtbäume zu bewässern, die Wälder. Wir haben es gehört, er hat seine Playmates gehabt und Wein, Weib und Gesang. So ein bisschen das Motto, Spass und Spiel. Als Philosoph hat er jeglichen Appetit befriedigen. Der Grund, wieso man bei dem ein bisschen verharrt und das versucht, uns vor Augen zu führen, ist, weil wir hören wollen, was das Endresultat von dem war. Wie er das nachher bewertet hat. Es stellt sich nämlich heraus, dass das nur für eine bestimmte Zeit für ihn Befriedigung ausgelöst hat.
Und die Zeit war relativ kurz bemessen. Er schreibt in seinem Tagebuch, ernüchternd. Ja, das stimmt. Er ist famos geworden. Er ist bekannt in der gesamten Nahostregion. Meine Weisheit habe ich dabei nicht verloren, hat er gesagt. Das ist der weiseste Mann, der je gelebt hat, laut der Aussage vom Alten Testament. Also er hat versucht, den Hedonismus, den Materialismus, gleichzeitig mit einer verständigen und weitsichtigen Perspektive zu geniessen. Er sagt mir, ich habe alles mir gönnt, wo meine Augen auch nur können begehren. Ich habe mir jeden Wunsch können erfüllen. Meine Mühe hat sich gelohnt. Ich bin glücklich und zufrieden gewesen. Und wenn es da aufhören würde, müsste man sagen, Fazit von der Story. Mach so viel aus dem Leben, hol so viel aus dem Leben raus, wie du noch irgendwie kannst und geniesse es so weit wie möglich. Und da ist grundsätzlich nichts Falsches dran. Aber jetzt geht es weiter. Er sagt, jetzt kommt Bilanz. Ich habe über dem Ganzen weiter nachgedacht. Das hat mich weiter beschäftigt. An welchem Punkt dass ich jetzt gelangt bin. Was das bedeutet hat an Aufwand, Arbeit, die ich investiert habe. Und dann kommt die Aussage, sagt er, und wenn ich mir das durch den Kopf habe durchgehen lassen, wenn ich das ein bisschen näher angeschaut habe, bin ich zum Schluss gekommen, sagt er, auch das ist ein Haschen nach Wind, wenn das kannst. Es ist, als ob ich zugestehen musste, auch das wird irgendwann sinnlos. Er sagt, wenn ich es von der vergänglichen Perspektive anschaue, gibt es nichts, wo ein bleibender Gewinn ist, wenn es eine rein materielle Sache ist. Ja, das ist ein rechter Frust. Nichts, wofür du sparst. Nichts, wofür du deinen Lebensstil einschränkst. Nichts, was du dir anschaffst. Nichts von diesen materiellen Sachen wird letztlich mit dir mitgehen. Es bleibt alles da. Ich glaube, das könnte uns helfen. Die Perspektive könnte uns helfen, ein bisschen gelassener umzugehen mit manchen Angelegenheiten von unserem Alltag. Nach dem Fun ist der Tag danach gekommen für den Salomo. Beim Bilanzziehen ist die permanente Party, die er feiern konnte, irgendwann langweilig geworden. Das ist das, was mich so überrascht. Auch das kann langweilig werden. Kann man es fast nicht vorstellen, aber es ist so. Wörtlich sagt er, am Ende ist das alles ein riesiger Leerlauf gewesen. Müssen wir den Schluss ziehen, dass der Salomo dagegen ist, wenn Menschen sich Gutes gönnen? Nein, das ist nicht der Punkt. Weil am Ende von seinem Tagebuch ermutigt er seine Leser, sich an den Blüten vom Leben zu freuen. An den guten Gaben von Gott sich zu ergötzen. Das dürfen wir. Weil das Leben beschränkt ist, weil eine Uhr tickt, kostet aus, was Gott dir schenkt. Die Perspektive, die vertritt er. Gott ist für ihn kein Spielverderber. Er ist nicht jemand, der aufpasst und sobald jemand ein bisschen viel Freude oder ein bisschen viel Spass hat, schlägt er ihn mit irgendeinem Problem. Das wäre eine falsche Perspektive. Alle guten Gaben kommen von einem guten Gott. Und Salomo sagt vorerst nicht mehr als das. Spass haben als ein Lebensziel greift zu kurz. Sinnerfüllung kommt nicht durch die Fähigkeit, sich jeden Wunsch zu erfüllen, selbst wenn man das könnte. Es braucht mehr. Und das Mehr ist die Gottperspektive, auf die er zu sprechen kommt. Am Schluss vom Buch. Also gönn dir Gutes. Salomo würde es unterschreiben, wenn das mehr ist, als nur das Streben nach Fun. Er sagt das Zweite, das ist vielleicht der nächste Gedanke, der sich lohnt mitzunehmen, aus dem 2. Kapitel.
Entschuldigung. Könnte mir jemand ein Glas Wasser organisieren? Das wäre lieb. Ja, super. Ja, so gut. Du bist aber goldig. Thank you. Das Zweite, was er sagt, hör auf grübeln. Er war ein Philosoph. Und er hatte eine beispielslose Chance gehabt, alles auszuprobieren. Und als nächstes kommt er zu einer weiteren Frage. Er stellt sie so. Er sagt, ich habe überlegt, ich habe darüber nachgedacht, wo besteht eigentlich der Unterschied zwischen einem klugen und einem doofen, einem verblendeten Menschen? Ich habe mir überlegt, all das, was ich jetzt organisiert, angeschafft, gebaut und geplant habe, wer kommt das mal über? Wer erbt das mal? Es wird nie so gestritten in Familie, wenn es ums Erben geht. Das ist meine Erfahrung. Du kannst die tollste Familiengemeinschaft haben. Wenn es ums Erben geht, fängt Probleme an. Er denkt über das nach. Wer wird mein Nachfolger? Wer sitzt mal auf dem Thron? Was wird sie dann? Was wird der machen? Wird der noch irgendetwas machen können, was ich nicht schon gemacht habe? Jede Generation meint, sie sei speziell. Niemand hat das je so erlebt wie ich. Forget it. Forget it. Es wiederholt sich Geschichte. Wer nach dem Salomon kommt, kann lediglich wiederholen, was er bereits bewiesen hat. Festgestellt hat, es gibt nichts grundsätzlich Neues unter der Sonne, das nicht schon erlebt worden wäre. Keiner wird zu anderen Schlüssen kommen als Salomo. Weil die Prinzipien bleiben die gleichen. Der Rohstoff Mensch bleibt der gleiche. Also wenn es um einen weisen Lebensstil geht, macht der Philosoph, macht der Salomo ganz eine banale Feststellung. Er sagt, es ist sicher besser, weise zu sein als unvernünftig. Es ist besser, weise zu leben, als unvernünftig zu leben. Aber dann sagt er, das Verrückte ist, beide enden am Schluss am gleichen Ort. Der Weise läuft mit offenen Augen durch die Welt. Der Unvernünftige, der krabbelt einfach um. Und dann sagt er, und nichtsdestotrotz haben beide am Ende das gleiche Schicksal. Das hat ihn wieder zum Nachdenken angeregt. Der hat gesagt, wenn ich das gleiche Schicksal erleide wie der Doofe, wieso lohnt es sich dann, all diesen Fragen nachzugehen? Wieso lohnt es sich dann, zu grübeln über die Zukunftsperspektive? Ich finde das hochinteressant. Später, er ergänzt das weiter. Er sagt später, wird sich niemand an die Weisheit vom Weisen erinnern, ebenso wenig wie an die Torheit vom Unwissenden. Wie bald sind beide ab der Bühne, du bist weg. Dich ebenfalls. Der Tod macht keinen Unterschied. Egal in welcher Richtung, dass ich mich entwickelt habe. Also am Salomo sein Argument besticht. Er ist nicht jemand, der einfach pauschal Antworten liefert. Er ist jemand, der hinterfragt. Das ist eigentlich verrückt, findest du nicht? Es braucht Jahre, bis ein Mensch lernt, wie wir zu leben haben. Wenn er so weit ist, dass er das gelernt hat, stirbt er. Es ist gleich wieder ein anderer, der gesagt hat, es braucht Jahre, bis man weiss, wie man Kinder erzieht. Wenn du weißt, wie es geht, sind sie nicht mehr daheim, brauchst du es nicht mehr. Frustrierend, in der Tat. Er ist einfach ein ehrlicher Typ, der Salomo. Er beschreibt Gefühle, die ihn beschleichen, wenn er das ehrlich genug hinterfragt. Und ich schätze ihn wegen dieser Ehrlichkeit. Ich habe angefangen, sagt er, mit dieser ganzen Situation zu hadern, gar zu verabscheuen, was auf dieser Welt abgeht. Es ist so sinnlos, sagt er. Nochmal, als es Haschen nach dem Wind. Mein Besitz, für den ich mich abgerackert habe, ist mir am Ende verleidet, er ist mir zur Last geworden, weil ich habe begriffen,
Das geht alles mal über in die Hände von jemandem, der keinen Finger dafür krumm gemacht hat. Als ich das begriffen habe, sagt er, sind in mir Zweifel hochgekommen. Ich habe meine kurzen Tage für das investiert, wo ich nicht am Schluss sagen, es ist ein bleibender Wert. Da hat man mit seinem Wissen, seinen Fähigkeiten, seinem Fleiss einiges erreicht und muss es abtreten am nächsten. Das ist ebenso sinnlos wie ungerecht. Und ich kann nur sagen, recht hast du. Recht hast du. Es gibt einen Publizist in den USA, der heißt William Randolph Hearst. Der lebt schon länger nicht mehr, aber der ist ein Beispiel, ähnlich wie der Salomo. Der hat sich alles leisten, weil er mit seinen Zeitungen und seinen Zeitschriften ein Vermögen angemaßt hat. In Kalifornien hat das Hearst Castle gebaut. Ist von uns allenfalls schon jemand in Kalifornien gewesen, auf der Höhe von Cambria und hat das Hearst Castle gesehen. Hat das je jemand gesehen? Niemand von euch. Wenn ihr je, es ist jetzt USA keine Feriendestination. Wird noch einige Zeit nicht der Fall sein. Aber das Schloss habe ich 3-mal besucht. Und ich war jedes Mal total fasziniert von dem, was er da zusammengestellt hat. Zeit lang nicht, um Details zu erzählen. Ich will nur an eine Story erinnern. Noch zu seinen Lebzeiten ist an dem gebaut worden. Als er etwa 75 war, ist er mit seinen Geliebten das letzte Mal von dem Schloss aber nach Los Angeles gefahren. Und es sind dem stahlharten, eiskalten Manager Tränen übers Gesicht gelaufen. Und seine Geliebte hat zu ihm gesagt, du musst nicht traurig sein, wir kommen wieder. Sie sind nie wieder in dem Schloss gsi, das ihm so viel bedeutet hat. Das ist übergegangen an die Kinder. Die Kinder konnten das gar nicht zahlen. Und die haben es dem Staat Kalifornien vermacht. Darum ist es jetzt ein Nationalmonument. Es ist für mich so ein bisschen die Illustration aus unserer Zeit, leicht retour, von dieser Tatsache, die der Salomo da beschreibt. Sein gesamtes Imperium, musst du wissen, das war beim Salomo eine tragische Story, ist in der kürzesten Zeit, nachdem es übergegangen ist an Rehabeam, sein Sohn, kollabiert. Der hat es geschafft, als er 41 war, auf den Thron von seinem Vater gekommen ist, was er in 4 Jahrzehnten aufgebaut hat, in einen Krieg überzuführen und zu zerstören. Sein Reich ist in falsche Hände geraten, wie er es sich überlegt hat. Darum sagt er, als ich mir das überlegt habe, sind mir enorme Zweifel gekommen. Und seine Fragen, die er stellt, die sind berechtigt. Er wiederholt das nochmal. Er erinnert daran, William Randolph Hearst, sein 9. Zimmer. William Randolph Hearst, sein Badzimmer. William Randolph Hearst, kurz bevor er das Schloss verlassen musste. Er hat 4 Söhne gehabt. Keiner von denen war in der Lage, das gigantische Schloss zu finanzieren. Eine Sehenswürdigkeit in den USA. Aber wir sind beim Salomo. Ihm ist es ähnlich gegangen, Begegnung mit der Queen von Saba. Das ist eine Zeichnung, ist klar. Was bleibt am Mensch? Seine Einsicht gewesen. Am Schluss von all seinen Plänen, von all seiner Mühe, mit der er sich abrackert. Sein Leben lang der Unterhalt von dem ganzen Betrieb, Ärger, Sorgen, Insomnia, nicht mehr schlafen zur Nacht. Das ist seine Bilanz. Und jeder von uns, der mit dem auch kämpft, und ich gehöre zu denen, wenn ich Sachen sehe, die mir gefallen und ich Geld in der Tasche habe, und mit den Kreditkarten ist das kein einfach. Die benutzen wir jetzt ja alle ein bisschen mehr, oder? Ist die Hemmschwelle zu kaufen und das Gefühl haben, je mehr das ich mir leisten kann und je mehr Goodies das ich habe, desto glücklicher werde ich sein. Ich muss mich das selber hinterfragen. Darum ist die Predigerstruktur nämlich selber gerichtet. Was bleibt am Mensch für diese ganze Mühe? Von all dem, wo man investiert.
Christus im Neuen Testament sagt es so. Er sagt, habt doch keine Angst vor der Zukunft. Es ist in der Tat so, dass jeder Tag Lasten mit sich bringt, Sorgen mit sich bringt. Aber sind wir uns bewusst, wenn der Gott, wo in Christus sich offenbart hat, dem wir vertrauen, dem wir unser Seelenheil anvertrauen, der am Kreuz sein Leben für uns hingegeben hat, wie soll der Grosshirt für seine kleinen Schäfchen dann nicht sorgen? Gott wird für uns sorgen. Das heisst nicht, dass wir gar nichts dazu beitragen müssen, aber das heisst, ich kann mein Grübeln aufgeben. Ich darf geniessen, aber ich soll aufhören zu grübeln. Das lese ich aus dem Salomo raus. Ich glaube, wir würden uns manche Herzschmerzen ersparen, wenn wir das ernster nehmen würden. Unverkrampfter mit unserem Leistungsziel umzugehen. So viele von uns, das ist ein bisschen Schweizer Unart, stellen wir immer wieder fest. Wir setzen uns selber unter Druck. Nicht, weil wir wollen, aber weil wir wollen. Und es ist nicht nötig. Der Prediger ist kein Pessimist. Und darum sagen wir zum Schluss, das Beste, was wir machen können, ist Gott Raum geben. Das ist der Ausgleich und die Balance. Das Beste, was ein Mensch tun kann, so sagt er es. Das Beste, was ein Mensch tun kann, du darfst dein Essen geniessen, du darfst deinen Wein auskosten, du darfst die Früchte von deiner Arbeit geniessen. Aber bist dir bewusst, auch der Genuss, dass du das überhaupt kannst, ist ein Geschenk Gottes. Wer kann essen und trinken ohne ihn? Da kommt die Gottperspektive drin. Er gibt daher den Rat, gib Gott, und das kommt erst am Schluss vom Buch, aber wir bringen es da ein, weil er darauf anspricht. Gib Gott den Raum, wo der Ausgleich schafft. Und das geht schlicht und einfach einmal prinzipiell um die Frage, dass ein Mensch den Zugang zu Gott findet. Und wenn du da bist heute Morgen, man sagt, ja, das ist für mich einfach immer noch eine zweifelhafte Sache, ich bin nicht sicher, ich kann nicht mit Klarheit sagen, dass ich wirklich die Kluft überwunden habe, ich bin immer noch dran, mich zu bemühen, ein besserer Mensch zu werden, dann hast du noch nicht ganz verstanden, um was es geht. Die Brücke zwischen Gott und dem Mensch ist nicht eine Leistungsbrücke. Christus ist nicht gekommen, dass mit mir uns mehr bemühen, bessere Menschen zu werden. Der Rohstoff bleibt ein korrupter Rohstoff, auch selbst für die von uns, wo Christen geworden sind. Das ist nicht der Punkt. Aber für einen suchenden Mensch zu realisieren, es ist der Christus, der die Brücke zu Gott herstellt, der die Gemeinschaft herstellt. Und dann darf ich innerhalb von diesem Parameter wachsen, so wie er es für mich als richtig anschaut. Und dann kann ich mein Leben neu orientieren. Dann kriegt es einen Sinn. Und darum sagt Paulus zu den Philipper, und mit dem schließen wir ab, er sagt, orientier dich. Nicht unbedingt an deiner Kaufkraft, an dem, was du dir leisten kannst, sondern an dem, was verhebt, wenn du hinterfragst. An dem, was leuchtet, auch wenn es dir nicht gut geht. An dem, was fair ist, auch wenn es unfair abgeht, ringsum. Allem, was anständig, lebenswert und schön ist, wo immer du etwas Gutes entdeckst, etwas, wo es sich lohnt, weil es Sinn macht, darüber nachzudenken. Häng deine Gedanken an das. Häng deine Gedanken an das. Du darfst geniessen. Hör dabei auf mit Grübeln. Gib Gott Raum, wo dein Leben Sinn gibt. Das kann man sich gut merken, oder? Ich hoffe es, weil das wäre der Punkt, den du mitnehmen könntest. Was war das Erste? Ich muss selber nachdenken. Was war das Erste? Ich darf geniessen. Haben wir das mitgenommen? Christen haben mit dem manchmal Mühe. Christen haben Mühe zu sagen, ich darf ansitzen, ich muss mal nichts machen,
Wir machen eine feine Flasche Wein auf, die darf mal 15 Stutz kosten. Bei mir ist es immer 6 Franken, 7 Franken Denner, mehr geht nicht ins Budget rein. Wieso nicht einmal einen anständigen Wein trinken und sagen, den geniessen wir jetzt. Du darfst geniessen, Salomo. Hast du ein Mandat für das? Das nächste Mal, wenn du das Gefühl hast, oh, da schaut mich jemand schön an. Ein Christ sollte das nicht. Sag, du solltest wieder mal Salomo 2 lesen. Das Zweite, was wir gesagt haben, grübeln. Hör auf, grübeln. Wie viel Zeit, Lebensqualität verdümmen wir mit dem Ummüllen, eben so sehr, dass wir Nacht nicht mal zum Schlafen kommen. Schlafstörungen will ich nicht zum Grübeln auskommen. Das ist nicht eine christliche Perspektive. Da dürfen wir einander sagen, hey, entweder geht zu einer Beratung, um das aufzuklären, oder wenn es nötig ist, geht zum Arzt, weil du ein Medikament brauchst. Ist auch eine Möglichkeit, wenn es organisch bedingt ist. Oder aber tun wir doch in einer Kleingruppe darüber reden, was uns so beschäftigt, dass wir darüber grübeln. Nicht nötig. Und das Letzte, was ist das Letzte? Ich weiß es nicht mehr. Gib Gott Raum. Gib Gott Raum. Stehen wir auf und geben wir ihm den Raum, nicht nur jetzt im Gottesdienst, aber hoffentlich am Montagmorgen. Gott, was hast du vor in dieser Woche? Mit mir? Ich bin für dich da. Ich will Zeichen machen diese Woche. Ich brauche deine Vergebung. Aber ich bin für dich da. Darf ich uns bitte aufstehen miteinander? Ich will gerne mit uns beten. Gott im Himmel, wir danken dir, dass du gute Gaben uns schenkst, dass du grosszügig bist. Wir sind manchmal so knauserig, so kleinlich. Wir gönnen uns so wenig, manche von uns, nicht alle. Aber manche sind so knauserig mit sich selber. Schade. Das muss nicht sein. Deine guten Gaben hast du uns geschenkt zum Geniessen. Und so bitten wir dich jetzt heute Morgen, dass du uns in die kommende Woche begleiten mit dieser Perspektive. Wir wollen dir Raum geben. Weil das, was du in unserem Leben bewirkst, ist gut. Wird sich multiplizieren. Wir bitten dich ganz speziell für diejenigen unter uns, die in dieser kommenden Woche eine schwierige Auseinandersetzung vielleicht vorhaben, einen Arztbesuch vorhaben, ein Problem, das sie plagt. Wir möchten das zu dir bringen, jetzt in diesem Moment, und dir einfach danken, dass du als Hirt von dieser Herde in Embrach um jedes einzelne Schäfchen besorgt bist. Wir danken dir dafür. Amen. Dankeschön. Amen. Amen. Danke vielmals euch für euren Einsatz, fürs Begleiten. Es tut immer wieder gut im Worship sein. Danke vielmals für deine starken Worte, Harry. So ein bisschen Korrektur für nächste Woche, was wichtig ist, was nicht, wenn wir wieder nach der Ferien in den Alltag kommen. Genau. Ich habe noch ein paar Infos. Nächsten Sonntag dürfen wir wieder da sein als Gast. Krishona wird da einen Gottesdienst feiern und wir dürfen auch dabei sein. Ich freue mich jetzt schon. Die Kollekte wird dann nicht durch die Reihe gehen. Sie ist hinten dran, das Körbchen, einfach so wegen Corona und so, dass wir nicht alles durch die Reihe gehen. Ich würde vorschlagen, ihr würdet dann das Lied, auch wenn ich fertig bin, noch bringen. Wir haben den Sola-Song, den wir noch mal gehört. Mega cool. Was läuft sonst noch? Genau, wir haben unser Flyer-Team hat ganz fest gearbeitet und coole Flyers gemacht. Das zeigt einfach ein bisschen auf, was wir machen. Am 16. August ist unser
Was ist? Genau, der Schulanfang, der Warpelgottesdienst, wenn es dann schön ist, hoffen wir. Und hinten dran hat es 2 Flyer. Das ist eben die Party, die wir dann feiern, wenn wir die Eröffnung von dem schönen neuen Gebäude hier machen. Übrigens, heute habe ich das erste Mal gedacht, wir haben die Bühne gleich zu klein gebaut, als ich dich gesehen habe. Aber bis jetzt hat es immer gelangt. Genau. Wir haben hier 2 Flyer, die liegen hinten auf im Kaffee-Ecke. Einmal ist es für am Freitag, das sind einfach alle FEGler und hinten dran steht noch so ein paar Special Guests. Und nachher am Samstag dann offen, wo ihr mitgeben könnt, zum Verteilen, zum Leute einladen, wo wir ein cooles Programm haben. Am Nachmittag noch Kids Action, genau, mit den Jungs. Nehmt doch da mit und verteilt die. Und dann noch der letzte Flyer, den ich euch mitgeben will, ist auch für die nächste Predigtserie, die wir dann im September werden starten. Nehmt doch die auch mit, dann wisst ihr schon ein bisschen, was der Fokus wird sein. Und das ist auch immer eine gute Gelegenheit, um die mitzuverteilen. Genau. Dann, ich weiss gar nicht, muss ich dich anschauen, Huck, der Gebetsabend am Dienstag, findet der statt? Gebetsabend am Dienstag findet statt, genau. Herzlich willkommen. Dann möchte ich euch bitten, noch zum Sagen aufzustehen. Da steht im Römer 8,38. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Seid gesegnet, ich wünsche euch ganz eine gute Woche und einen guten Start. Tschüss zusammen.